Guten Abend bei Dickrich TV. Heute zu Dickrich leben die 100 verschiedene Nationen. Nicht für nichts gibt es so viele Restaurants, die Planes weit entlegene Länder bieten, sowie heute beim El Cubano und der Großgast, die für hier gut Tapas bekannt sind. Die Integrationskommission von Dickrich hat die Aufgabe, die verschiedenen Kulturen auch miteinander in Verbindung zu bringen. Für rund 2 Wochen hat sie dafür ein großes Multikulti-Soiree an der Alseerei. Eng Latino-Party hat die Integrationskommission biswell noch nicht organisiert. Demnach war die Spannung groß, wie das komme beim Publikum und noch viel kommen. Aber den 11. des 11. soll sich herausstellen, das Event war goldrichtig für Leute umzuziehen. Die 400 hatte schlussendlich die Alseerei gesicht, wie auf die Latino-Rhythmen vom Grupo Cobagnol zu tanzen. Ugelegt gaufen sie dabei von der Tanzschule Danse Salsa, die viel gemacht hat, wie es richtig geht. Das ist ganz flott, das ist einfach das Wahnsinn, wie viele Leute hier sind. Ich hätte nicht gedacht. J'adore, l'ambiance est très sympa et tout me paraît amusant. Et j'adore le workshop, c'est une bonne idée. Sie haben schon was gelernt auch. Ja, natürlich. Also ich konnte auch schon ein bisschen davor tanzen, aber so ist auch schön, wieder zu üben. Elle se passe très très bien, les gens dansent ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les gens s'amuser comme ça fait vraiment plaisir, ça change, voilà, c'est de plus avoir cette peur ou de l'autre et que les gens profitent ensemble et se font plaisir ensemble, ça fait toujours plaisir. Op dieser Soirée war nicht nur getanzt. Refugien aus dem Feuer Herrebiersch hatten traditionell Plan aus ihrer jeweiligen Herkunftsländer mitgebracht. Und die Gemeinde die hat auch noch einen Fotobus installieren gelassen, wo die Gäste wohl konnten ein schönes Souvenir mit holen, wo aber für allem auch über das Wahlrecht abgeklärt wurde, das ja noch restriktiv ist. Je pense que c'est une action très très chouette, très sympa de votre part, qu'on puisse être informé sur la question de qui peut voter, quand on peut voter. Je pense que c'est assez important pour toute la population, non seulement luxembourgeoise, mais aussi pour les frontaliers et pour ceux qui viennent d'autres pays. Dieser Mann, den weil 3 Jahre am Land ist, zum Beispiel wusste biswell nicht, dass hier kann 2023 wählen gehen. Dank dem Bus fährt er sich lo, ob der Wählerliste androhen. Maintenant, je suis informé que je peux voter. Et je vais le faire. Zwei Kubaner an der Alseerei, weil so genau der richtige Event in die Gemeinde gebraucht wird, gerade auch weil so viele Kulturen zu Dickrich bei ihnen leben. Das war ist richtig gut. Ich meine, die Soirée Cubaine, die organisiert Kinders von der Integrationskommission, das ist eine exzellente Idee. Das ist ein richtig großer Erfolg. Das ist ein Friedheitslicher Gesinn, dass Novent so viele Leute hier zusammen sind. Das spiegelt ein bisschen von der Gesellschaft, das sind da von anderen Nationalitäten hier. Von jung bis alt, wirklich nimmer top. Für allem glücklich einfach waren die Leute aus der Integrationskommission von Dickrich, denen ihre Multikulti-Picknick pandemiebedingt am Sommer ausgefallen war, an die Lohai den perfekten Ersatzevent von tun. Das ist richtig Succès, das heute. Das hier ist einfach formidabel, das hat man schon niemals gedacht. Und so eine flotte Musik und die Leute sind so bereit zu tanzen, das ist formidabel. Und sind auch viel kommen, wirklich. Ganz viele Leute kommen, viele Leute, die man noch nie gesehen haben, wirklich, was doch wirklich eine Zukunft verspricht. Enger nächster Soirée Cubaine dürft also nicht am Weg stehen. Dickrich ist ein charmant, aber kleines Stierchen. Zur Zeit allerdings aus Dickrich nach einem Takt mehr butzig gehen. An der Kirche bei den Dappessen haben sie nämlich ein Mini-Dickrich noch gebaut. Was das damit auf sich hat, hier aus Stanford.
Rest der Krech bei den Dappessen hunn well eng Attraktion weiter, weil sech am Qualitätskontroll herausgestalt huet, dats d'Krech net optimal a Sache Rollespiel opgestalt wie, wo sie hai am Turnsaal d'Stadt Dickrech am Mini no gebaut, wo die Klängelo allméiglech Rollen iwwerhuelle kënnen, ob am Cineskala, dem Kulturhaus, beim Glasseboutik oder auch an der Waschanlage Méiglechkeeten dofir gëtt genug an Kanner, déi sie begeert. Ja, verschiedene Sachen haben wir mit den Kindern zusammen gemacht, wie die Privathäuser, haben wir aus Karton gebaut und da haben sie die Fassaden davon ausreichen. Und das kommt natürlich ganz gut bei ihnen nun. Und auch die erste Kehr, wo wir heute direkt gemacht haben und sie dürfen heute alles entdecken, waren sie bald nicht mehr rauszukriegen. Auch wird geschafft aus Dickrech fir dat eng Flotexperiz, déi die vertruude sinn am Mini-Dickrich hu sech dann noch direkt bereet erklärt, fir d'Aweihung die lächt woch hier respektiv Produkte zu sponsoren. De Pizzaiolo huet Pizza geliefert, de Kaffee Gedrängs an so weiter. Kanner hun den Dach sogar selber zerveiert. Sie bleen op alle Fall richchte Job an ihre jeweilige Rollen, aber es noch schon genee wat sie wollen. Bei Eisenbesuch hu sech gleiche Purmederscher an der Rolle vun der Bürgermeesters. So richtig wohlgefehlt. War ganz witzig, schon ein kleiner Bürgermeister-Gesicht und da habe ich einen kleinen Jungen gefragt, willst du nicht der Bürgermeister sein? Und er schwätzt teilweise Deutsch daheim. Er sagt, nein, ich bin der Eisdealer. Ich denke, sie wissen schon genau, was sie wollen sehen. Und haben uns dann noch die Gelegenheit zu testen. Und noch hier einen Alltag nachzuspielen. So werden wir die Projekte mal ungefähr ein Jahr sicher durchführen. Und dann gucken wir mal, ob der Kanada noch immer noch Spaß macht. Und ich meine, dann haben wir wirklich keine Lacune mehr am Südtirol. Den Wisdom Dragon Academy Club vun Dickrech den huet zenter kurzem en neien Trainer am Muay Thai. An den huet d'Ambition fir regelméissegheit zu Dickrech Kampfsportmeesterschaften am Muay Thai zu organisieren. E nächste Coup ass immer schon gelegt hai Impressionen vum 1. Adlerfight en Oktober an der Ralseerei. En Oktober wird die Stimmung an der Alseerei so richtig hützig. Nicht Männer wie 13 Muay Thai AK1-Kämpfer nur gesagt, ein Meisterschaftskampf für Profien, aber auch für Amateuren aus Italien, Frankreich, Deutschland und Lützeburg. Und hat der Fighter auch ein paar die Leute aus dem Wisdom Dragon Academy Club von Dickrech. Und einer hinnen auch ein jungen Frauen. Gefällt mir einfach, weil viel auch mit den Beinen ist. Das nimmt nicht nur Boxen, mit den Händen. Ich fand das echt so männlicher Sport, mir mit den Beinen ist auch so weiblich, weil Frauen auch gut sich stehen können. Und, ja, also mir gefällt das mega gut. Es gibt wirklich viele Fighters bei uns, die mega stark sind. Und ja, also Club, ich fand den mega gut, wirklich. Ja, der Toten ist mega groß, dass die erste Gala, die Nico Pietri, also unser Trainer, überhaupt gemacht hat. Weil sonst war es immer mit dem alle Coach, aber der Toten ist eine Premiere und ich gebe jeder einen Grund, nach ihnen zu kommen. Das ist wirklich mega gut, mega. Und die Fighters, die heute werden sehen, das wird wirklich mega gut sein. Und ja, mega interessant. Ce qui est important pour les classés, les bandages simples, pas croisés simples. Les classés vont monter sur le ring sans les gants. On va contrôler. Si vous avez des bandages comme ça, vous serez disqualifié, vous aurez un point négatif. Muay Thai ist ein thailändisch Kampfsportart, die sich über Jahrhunderten aus traditionellen Kampfkünsten entwickelt hat. Verschwerter, Speer und brauchbar gesehen, hat der Krieger sein Feichtbein an Nielebe benutzt, für zu kämpfen. Dafür goufen am Anfang von den organisierten Kämpfen auch nur Bandagen als Handschutz benutzt. 1921 recht war der nächste Ring für einen Wettkampf abgegangen. Because it's true violent sport, but it's beautiful to see it, and it holds the people out of the trouble, especially myself. Because when the brain is good and the strategy of the brain and let's say you work smart, everything is possible. So Combat zu führen ist keine einfache Sache, aber nicht so lehrt ihn das geleiert auch umzusetzen, sich weiterzuentwickeln. Den neuen Trainer vom Wisdom Dragon Academy Club will dafür auch gerne, dass zweimal am Jahr zu Dickrech Meisterschaften am Muay Thai und andere Kampftechniken sollen organisiert gehen.
Fiziana as et ja net durchgangen, hat mussssen eng Näherlag gentint die Belsch Konkurrentin erstechen, awees, das Hadlo nëmme nach méi trainieren muss. Membre vum Dickerscher Club ste vollhanner ihrem Trainer fir weiter so Meisterschaften zu organisieren. Für den Sport bisschen mehr und Leute zu bringen, dass ihr gesagt dass der Sport doch mit Respekt zu dienen hat, das nicht nur, dass ihr sich da schlägt am Ring, aber auch, dass ihr Respekt hat, Techniken kann. Ja, weil das ist ein cooler Sport, den sie zusammenhält, den die Leute zusammenbringen, das ist immer schön, das zu sehen. Kampfsport an all seine Facetten ass am Gang und Beleefdheet zouzuhëllen. De Wisdom Dragon Academy Club vun Dickerech biet 4 verschiedene Kampfsportarten un. Wir wollen also gucken, wie den Training an der Avenue de la Gare aufliegt. Wir sind am Trainingssaal von der Wisdom Dragon Academy am Park Kanada Gemeng. Hei hu sech Membre vun de 4 Sektionen ze Summe von fir d'Vielfältigkeit vom Club zu demonstrieren. Taekwondo, Alex Ryujitsu, Muay Thai an Jiu-Jitsu. Allowen kann en Hai eng vun dese 4 Kampfsporttechnike leieren. Zter der Pandemie kommen da so viel wie noch nie firrun. Nur dem kleinen Abbruch vom Covid sind massiv. Die Jungs sind massiv kommen, die Semestern, die sind noch rumkommen. An lo de moment dat se besoin do fir echten sich te bewegen an de besoin do fir seg Energie las ze gehen, an de besoin natürlich fir Sport ze machen an de moment mir bieden eben einfach die sportliche Aktivitäten hun an wieder gesit mir das selbst handrun, also so muss schon Apps bringen. Tatsächlich huet sech 12 vun de Membren, die an der Föderation Flamm ze Summe kommen, an de letzten Jahren méi verdurbelt. Entretemps praktizeieren hai am Land eng 7000 Leiit Kampfsport, sodass schon drüber no gedurcht wird, Föderation a 4 opzedeelen. An der Wisdom Dragon Academy war sie froh, dass die 4 Sektionen Seite um Seite zusammen trainieren können. Für den Präsident Emil Eichen lief Van Gogh vom Club der Präsident davon aus, also egal was für eine Form er praktizieren geht, der Kampfsport wird einfach perfekt für die Gesundheit und geht auch nach mental Stärke fördern. Am Anfang ihr Motorik, die ist mal schon am Anfang ist ein bisschen mangelhaft. Aber gesehen Heinz, wie sie mit der Arm und mit der Faust telefoniert, wie dass sie da richtig ans Ziel können. Und nur in einer gewissen Zeit, da geht der Ball automatisch. Und dann haben sie auch viel mehr Kontrolle über ihre Körper. Auf der anderen Seite hilft ihnen noch, ihr Wirbelsaal zu stärken. Wir schaffen ganz viel mit so Sachen zusammen. Und natürlich, sie lernen sie auch sich zu verteidigen. Ne? Und sie sollen sich auch verteidigen. Ne? Wann denken so weit das, sie sollen sich nicht gewähren. Auch für das junge Ciana geht nicht über sein Muay Thai Training. Ob schon hat am Adlerfight für seine Gegnerin aus der Belsch aufgezogen war, steht der Taute Brüder Stropp schon auf der Matt. Das war das recht sein zweiter Kampf und hat gewusst, dass er sich just muss weiter gut gehen, für 4 Runden zu kommen. Ich bin immer da, weil also meine Motivation ist immer da, die bleibt auch. Ich schon einfach Training so gerne, mir ist egal, ob ich verloren habe oder nicht. Ich bin schon den Sport so gerne, dass ich einfach immer willkommen. A Gelegenheit für sich auch benutzt zu beweisen, dürfte schon ganz geschwind gehen. Die nächste Meisterschaft an der A-Serie ist auf alle Fall schon geplant. Mit diesem Gala will ich nicht nur neue Member nun sehen, an dem Club eine Notorietät noch rauszugehen, mir auch der Gemeinde Merci sagen, dass sie Trainings- und Kampfsäle zur Verfügung stellt und die Christ damit als Heißburg vom Kampfsport etablieren. Da geht es nach einem anderen ganz aktiven Sportverein zu Dickerech, den Celtic Club, der für allem wenn's dem Leichtathletik bekannt ist. Aber der Verein bietet auch Triathlon an seit einem Jahr sogar ein Triathlon-Training für Kanner. Die Jungen zwischen 10 und 17 Jahren, die Heimat machen, scheinen dabei so richtig abzublähen. Freitagsofes an der Piscine vom Sportkomplex an der Rue Märkten. Die jungen Triathleten aus dem Celtic Dickerech und haut ihre letzten Trainingstag von der Woche. Eigentlich sie für allem die richtige Technik gelehrt, Kraul.
Dennoch kommen Ausdauer Vitesse und 3. Für einen Kurs zu wandern als Schwammen nicht die wichtigste Disziplin, aber sicher die ihnen am meisten etwas bringt. Bei ihnen an ihrem Alter ist es wichtig, dass sie relativ gut schwammen können, weil das wirklich erstens auf ihre Körper an der Pubertät aus, dass sie relativ bekannt, dass Muskelaufbau an der Pubertät gut ist für den Körper. In dem Moment hilft dem Wachstum, dem Muskelaufbau, alles rund um die Gesundheit vom menschlichen Körper. Und beim Schwammen kann dann die Möglichkeit, das alles zu developieren. An zuletzt baut das Schwammtraining auch Ängste für einen tiefen Gewässerruf, weil doch mir stark Selbstvertrauen mit sich bringt. Obwohl es wahrscheinlich das Wenigste ist, was den jungen Triathleten vom Celtic Dickrich fehlt. Sie sind alle Kämpfer. Viele von ihnen kommen aus der Leichtathletik, wo sie einfach nicht genug gefordert waren. Bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich habe doch Leichtathletik gemacht und dann habe ich gesehen, dass doch Triathlon getan, weil beim Leichtathletik war es mir ein bisschen langweilig, weil es nicht so anstrengend war und dann wollte ich auch Triathlon. Bei mir war es so, ich war am Anfang an der Leichtathletik und du hast mir alles mal erzählt, dass den Turm-GW Club können. Aber weil mir Leichtathletik nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, habe ich da wirklich mal aufgefangen und mal so viel Spaß gemacht, dass ich sind. So ist es durch den Turnhai gegangen, dem Gründung vom Juren Triathlon zu Dickrich eigentlich zu verdanken ist. Am Anfang waren die paar Sachen. Einerseits Triathlon, wenn es mich immer fasziniert hat. Ich finde das selber leider nie gemacht. Und auf der anderen Seite mehr Fistik gesagt, ich gebe gerne eventuell von der Leichtathletik fortgehen, für Richtung Triathlon zu gehen. Und du war natürlich dann Ehrgeiz ein bisschen gepackt, weil wir trotzdem der Club sind, die noch Triathlon anbietet, für effektiv selber zu Dickrich zu gründen. Das war für ein Jahr. Hier hat die Equipe all davon der Woche Triathlon-Training. Schwammen, Koppeltraining, Velohai, Laufen am Busch, Velofahren auf einem Zonecircuit, an der Woche generellen Athletik, Aufbautraining für die Muskulatur zu stärken. Und die mitmachen, sind einfach nur begeistert. Also mir gefällt es richtig gut, auch dass wir 5 Training an der Woche. Kann ich da nicht, aber ganz fair muss Limiten trotzdem. Doch, das schon, und das ist halt das, was einfach auch Spaß macht, für dann einfach können so alles zu gehen. Hast du schon Momente, wo du wirklich gut nicht mehr gegangen hast, wo du denkst, müssen dich so richtig am Fuß an den Bein tröpfeln? Ja, also meistens ist halt Kurs, was zum Schluss halt, da sind noch ein paar Meter, also bis zum Laufen, da gibt es halt eigentlich alles. Und das ist das, was ich halt fand, dass einfach Spaß macht, so da drin. Für bei der Stange zu bleiben, bei so einem harten Training wie dem von Triathlon, du brauchst natürlich Lust um Sport, da viel Ehrgeiz, Autonomie, und ganz wichtig, Eltern, die hinten dran stehen. Ende des Jahres 2022 werden die jungen Triathleten nämlich mit mehr wie 21 Events teilgenommen, durch noch ein paar die Auslandsmanifestationen. Hier soll vor allem der Spaß und der Kompetition gefordert gehen. Bei die Mens vor, dass man immens viel Manifestationen, wo man viel an Deutschland, Belgien, Frankreich quasi regelmäßig, wo man da auftreten, wir gehen noch ein großen Event, da baust du gerne Martinen nächstes Jahr, dass du wirklich ein merken, wie das mit 300 Athleten an seinem Alter zu starten am Platz mit 20 wie halb bei uns zu Lützburg. Und aber auch trotzdem, ich meine, das selbst hat vielleicht so selten gesagt, dass das mal wirklich vom 10-Jährigen bis zum 17-Jährigen so weit kriegen, dass wir als Team zusammen schaffen. Und das ist etwas, wo ich wirklich ganz stolz auf alle Leute sehe. Sie haben das wirklich fertig gebracht, für an einer Einzelsportart wirklich ein Team zu gründen, was auch zusammenhalten, was wirklich mir als Trainer extrem viel Spaß macht. Triathlon ist ein Sport, den immer mehr promoviert wird. Und aber fanden sich Stundenhänger dafür nicht einfach so auf der Straße, auch weil er dafür das ganze Jahr hart trainieren muss. Gerade dafür ist es so wichtig, bei den Jungen umzusetzen und neues Talente zu fördern. Dem Celtic seng Juren Sektion am Triathlon ass op alle Fall gut lancéiert, op Schwammen, Velo oder Laufen, Innenhai schenkt einfach nicht so schwer zu sinn. Auch sie machen halt so ein bisschen noch verspielt man im Kurs sind so hecht konzentriert, aber du merkst die Urspannung, diese während der Kurs im Hund an Hanno die Fried an ihren anderen, das ist sensationell. De Voglam Klederboutique op der Place La Libération huet sei Kannerrayon ausgebaut an direkt nief dem Mammeboutique de Voglam Kids opgemacht. Wat do gebude gëtt, dat verräder ist Patron vum Geschäft. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nadia. Vous me connaissez peut-être déjà de la boutique Voglam prêt-à-porter pour femmes et hommes. L'idée nous est venue que les gens nous demandaient si on avait des vêtements pour enfants. Oui, on en avait un peu à ce moment-là,
Mais comme c'était pas assez, ils disaient « Oh, c'est très joli, la qualité elle est top, mais on aurait besoin de plus de choix. » Et comme donc on a eu le local tout de suite à côté qui s'est libéré, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. » Et voilà, aujourd'hui on est là et je vous présente donc notre jolie boutique qui s'appelle For Glam Kids. Pour les tout petits, ça va du nouveau-né jusqu'aux 12 ans. Tous nos vêtements viennent du Portugal. On est resté dans le même concept qu'à côté. La qualité elle est très bonne, les prix sont très accessibles, les couleurs elles sont super jolies, un peu différent de ce qu'on voit aussi. Et ça nous fait voyager un peu dans le temps du Portugal. Pour les garçons, par exemple, on travaille beaucoup avec les jogging, comme ils aiment bien être à l'aise et ils aiment bien traîner par terre. Donc c'est vrai que les gens ils préfèrent les jogging. La qualité elle est vraiment très bonne. Franchement, on peut les user, ils peuvent courir, ils peuvent s'amuser. Pour les filles, il y a toujours des jolis petits détails. Ils travaillent beaucoup avec des jolis petits détails ou des petits nœuds ou que ça fasse quand même aussi un petit peu féminin en même temps. Et c'est ça qui nous rend aussi un peu différents des autres. Pour les petits bébés, donc du nouveau-né, on a des jolis petits pyjamas aussi qui sont très de bonne qualité. Ils sont différents aussi, ils ont un toucher très agréable. La plupart, c'est du 100% coton. À part ça, on a aussi des accessoires. On a des couvertures pour les petits bébés, des draps de bain, des petites chaussettes, des petits doudous à offrir, ce qui fait aussi une bonne occasion de faire un petit cadeau à ceux qu'on aime. Les marques qu'on vend, on est unique ici au Luxembourg. Au Portugal, c'est des très bonnes marques, une des meilleures. Et nous, on est les seuls à la représenter ici au Luxembourg. Den Theophil Steffen war sein Leben lang stark dem Meeslik verbunden. Sein Leif zur Natur wird in seiner Fotografie an seiner Malerei festgehalten. Am Kulturhaus zu Dickrich ist noch bis den 4. Dezember ein Retrospektiv über den bekannten Künstler sein Werk zu sehen. Heute kriegt er einen Blick auf sein Leben. Den Theophil Steffen, der Langzeit zu Dickrich gewohnt hat, war nicht nur ein ganz gefrohter Künstler. Er war auch ein außergewöhnlicher Mensch. Direkt an der Entree vom Kulturhaus kann ihn sich Stoffen überzeugen. Sein Kanner, die das Ausstellung auf B gesagt haben, sie selbst erstaunt, was ihre Papa seinem Leben so alles geschaffen hat. Ja, also da war das Haus, was für die Grand Duchesse gemacht hat, also seine Administration. Die stehen noch nach, du wirst mich das mittelsmäßig als gerne kennen. Ja, steht ja drauf, sondern das Royal la Grand Duchesse. Ja, à construire. Das war nach dem Plan von Anfang. Das muss Anfang 50 gewesen sein, oder höchstens 55. Ja. Tatsächlich hat Theophil Steffen nicht nur all das von seinem Leben gemalt, ein Foto gemacht, auch hat gelehrten technischen Zeichner, der beim Service Agricole geschafft hat, Pläne für sein Agent an einer Häuser gezeichnet, Monumenter, Kirchenfenstern und sogar Fändle gemacht. Da nützt sich ganz viel Druck in, also für nicht mehr nach neue Sachen ausprobieren. Da war immens gut, nützt sich ganz drauf verpasst. Also war präzise, war kreativ. Und das tut mir gefallen, Schule für dann alles zu vergessen, was man der Jugend erlebt hat. Weil man hat keine schöne Jugend. Man muss so nicht mal verschiedene Sachen erzählen. Ich meine, also, es war hart für ihn. Den Theophil Steffen hat nie seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg verschafft. Vieles spiegelt sich aus seinen unzählbaren Tableaus, die von der Loing 70 am Kulturhaus ausgestellt sind. Die Werk von Theophil Steffen ist durch die Sonne von kleinen roten Spritzer, die sich wie rote Furden durch seine Bilder ziehen. Inspiriert gouf er für allem vom französisch-belgischen Maler Maurice de Vlaming, den der moderner Klassik zugeordnet gëtt. Der frühere Schüler vom bekannten Skulptor Vercollier, der noch Member an der Palette war, hat den großen Teil von seiner Zeit an der Natur verbracht, der ihn auf seinen Tableau festgehalten hat. Was mir allgemein was mir klein gemalt hat, zum Schluss nehmen wir Aquarellen. Raus feiere gelos fir nemmi Geführerschein mir ha so ab 94 wat de Mensalscher war mir nimmer gesot ziehen. Dann hue sich feiere gelos, dann hatten sich niwen Drun so ein Tablett gemacht, man Wasser niwen Drohnen an der Nötten während dem
während dem wo du so van Kal war am Wand hat Heizungen do seg Aquarelle gemacht mit. Aber dat war dann immer wo immer woche gefannen. De Fernand Steffener seg Schwester hunn ihre Pap da noch nie viel gesinn. Er war zwar ganz joviale Mënsch, de ganz oppe war, aber nie de Kontakt nobause Gesicht huet. Hien hat den Zricke zu den Kliewen, dat je ganz der Molerei an der Fotografie verschriven hat. No segem Dod dat lächt Jor am Alter vun 90 entdecke seg Kanner e lorecht Ausmoos vun dem Geschafnen. D'Expo am Kulturhaus, den nach bis Dezember dauert, sollen Abblick gin as ei Wiek an e Woche Blick werfen op de Kënchtler selber. Dann lanceiert den Militärmuseo dëse Mount ganz nei eng Serie vu Konferenzen. Lass geht schon dëssen Donnerstech mat engem Viertrag iwwer die bekannten Enigma Chiffréiermaschinen. Den Detail heilung am Direktor Benoit Niederkorn. Wir starten als Zyklus mat der erster Konferenz den 24. November hier am Haus, wo den Herr Mark Hilger wird iwwer d'Enigma referieren, die Deutsche Chiffréiermaschine, die technisch enorm interessant ist, aber wohlgemerkt eben auch interessant ist am Kontext von der Ardennenoffensiv. Wir werden uns hier an einem faszinanten Abend am Anfang an 90 Minuten erklären, wie die Maschine funktioniert, an Detailer. Und dementsprechend können wir natürlich auch als Exponat, was wir vom amerikanischen Museum ausgelehnt konnten, auch zur Schau stellen. Die nächste Konferenz fällt direkt an der Ardennenoffensiv schlechthin. Das ist der 17. Dezember. Samstag so Versailler Musee, wo wir hier Lieutenant Stagiaire Noël Manoni von der Lützeburger Metze empfängen, dat seg Aufschlussarbeit gemacht hat über die amerikanische Logistik von der US Army während der Ardennenoffensiv, wo es prinzipiell darauf angeht, was die Problematik war, wieso der am Anfang nicht direkt gut vorgegangen ist, aber auch was sie daraus gelernt haben. An der dritten Konferenz, die wir am neuen Jahr starten, also am Januar 2023, werde ich selber am Anfang eine Konferenz halten über die Rekonstruktionszeit, und zwar viel mehr spezifisch über die Schweiz, die Lützeburg auch geholfen wird, darauf abzurichten, aber wo auch Dickrich mit seinen Schweizer Buden, was für Mundschleute ein Begriff ist, im Detail darauf angehen, wie die abgebaut sind, wie das weitergeführt ist und wie man die Schweizer Haut am Anfang nach zu Dickrich immer zurückfahren. Voilà, dat wurde dann für als Emission haut aus dem El Cubano an der Großgas, wat sos noch alles zu Dickrich Geburte geht an die nächste Wochen. Dat gesieht der lo am Agenda. Ich sonne schon mal Adi, aber wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit. Wir sehen uns dann kurz vor der Feiertag. Adi. De Samstag 26. November ass an der Alseereirem de gewinnte Rendezvous PMD and Friends, wo die Dickrecher Philharmonie zu Summe mat de Junioren an der Musikersänger enrer Gemeng optritt, deker invitéiert ass die Bastendörfer Philharmonie. De 4. Dezember Mëttes kënnt run de Gläsier fir die Kläng an die Alseerei, wo als Schulkanner vun Dickrich da vum Hellegemann eng Teachni verrecht kreien. Knapp eng Woche op den 10. Dezember ass op derselbeter Platz d'Chrëchtfeier vun der Amikal fir den 3. Alter 3 Uhr Mëttes geht et lass. Den 10. an den 11. Dezember ass an der Fußgängerzone och nees Kröchtchopping gesot. Samste sind Geschäft op vum Moes 10 bis ofes 6, as des vum Mëttes 2 och bis ofes 6. Da sind nach pur interessant Kröchtkonzern zu vermerken, emul den 3. Dezember an der Dekanatskirch, wo de Sängerbund Dickrich zu Summe am Ensemble Vokal Eurocantica op eng besonders Kröchtrees invitiert, und an den 15. Dezember, wo de CM noch ofes 7 e Klarinettekonzert an der Aller Kirch huet. So richtig feierlich an Dickrich gëtt vom 16. Dezember und wann der Kröcht Märd opgeht, dat lascht jo warte sie auch unterm Dial Kirch verlocht gin, weil dat zu flott war, als der Kröcht Märd 2022 sowohl bei der Aller Kirch wie auch an der Fußgängerzone. Nicht zu vergiss noch, dass Freitagowes de 16. nächsten Nutzshopping gesot das, Geschäfter sind den derop bis ofes 9.